betrifft Ukraine als ein nationaler Punkt betreffend den Bau an den Logement. Die Ukraine aus der Ursache, von der ich gerade geschwärzt habe, Moras zu Brüssel, die fängt den Ofen an mit einer Kommemoration von der Kommission für den früheren Kommissionspräsident Jacques Delors, der vieles gemacht hat, dass Europa da ist, wo man heute stehen, den gebraucht wird, die freie Zirkulation von den Personen, die Gitter dem Kapital für ein politisches Ziel, nämlich zusammen zu schaffen. Die Idee von Jacques Delors, die soll in Heinz sich daran erinnern. Aber der Sens von dem Conseil ist, gucken, wie können wir über die nächsten 3 Jahre die Ukraine finanziell unterstützen am Kader von dem europäischen Budget. Das europäische Budget lebt von 2021 bis 2027. Wir sind also nur an der Haltschend. Und da geht es darum, für Neusuen zu deblockieren. Wir können einerseits der Ukraine zu helfen. Zweitens, für eine Reihe unterstützende Maßnahmen zu finanzieren im Bereich von der Migration, für Länder besonders die am Bord von der Europäischen Union sind. Und drittens, für Zinsen zurückzubezahlen, die mehr sind wie erwartet, auf denen Emprunt die Europäische Union geholt hat, für die Relance économique in Europa nach dem Covid zu finanzieren. Wir schwätzen hier von zusätzlichen neuen budgetären Moyens für die Europäische Union von rund 30 Milliarden. Die gehen zum Teil durch Umschichtungen am aktuellen Budget und zum Teil durch neue Engagements, die die Memberstaaten müssen holen. Das betrifft Lützeburg auch. Das ging rund 20 Millionen für Lützeburg pro Jahr an den nächsten 4 Jahren bedeuten. Der Sens aber von den neuen Hilfen betrifft die Ukraine. Die Europäische Union will die Ukraine finanziell unterstützen, neben der militärischen Unterstützung, neben der humanitären Unterstützung, die wir auch zu Lützeburg ganz stark gemacht haben, und auch mit Accueil von vielen Flüchtlingen. Aber es geht darum, der Ukraine die Suchen zu gehen, die sie brauchen in den nächsten Jahren, dass das Land überhaupt kann überleben. Wir sind also zu 26 eins, dass man die Hilfen von den Pagas vor 50 Milliarden für die Ukraine gehen. 50 Milliarden, die sich abteilen, 17 Milliarden Subsidien an 33 Milliarden Prämien. Wir sind also eins, dass man die Suche muss gehen. Auf den Moment, als wieder wisst, vom letzten Conseil Ungarn, das Land, was bislang nicht ja gesagt wird, für das zu machen. Wir hoffen, dass meine Solution zu 27 können zu Brüssel finden, weil es geht hier um fundamentale Prinzipien an Europa. Es geht nicht nur darum, der Ukraine als Land zu helfen, es geht darum, klar zu machen, dass die Ukraine an die Werte, für die die Ukraine sich ersetzt, dass die auch Eiswerte sind, an das in einem Land, das überfallet von einem Nachbarn, die will seine Existenz von einem Land vernichten, das in so einem Land nicht allein lässt. Und dafür ist die Unterstützung auf alle Pläne von der Ukraine notwendig. Und dafür ist auch Lützeburg und auch die Lützeburger Regierung der Meinung, dass die muss den europäischen Effort unterstützen, für der Ukraine die Mittel zu geben, diese braucht, für zu überleben. Schon für 14 Tage der Präsident Zelensky an der Schweiz beginnt. Wir haben über all die Aspekte geschwärzt. Das ist klar, dass den Krieg nach so bald nicht wird rüber sind und dass es dafür notwendig ist, für auch zu weisen, dass die Ukraine lang lässt, dass Europa und dafür auch die Memberstaaten von Europa auch mir die Ukraine stark unterstützen. Und das werde ich zu Brüssel auch zum Ausdruck zu bringen. Wir hoffen, dass eine Lesung zu 27 gibt. All andere Lesung, eine zu 26, wäre nicht ideal, aber lassen wir für die länger schaffen, zu 27, und da sind die letzten zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Conseilspräsidenten und dem Herrn Orban in Reihe Gespräche gefeiert gehen. Aber es bleibt zu diesem Zeitpunkt, dem was wir wissen, noch ganz schwierig.
Dann zurück auf Lützeburg an Eise mit die zwei Sachen hängen natürlich zusammen, weil Zukunft von Europa ist auch Eiszukunft. Dann zurück auf Lützeburg, wir sind lo eng 7-8 Wochen am Amt. Ich muss sagen, dass die Regierung an die Einzelministerin extrem gut geschafft haben. Natürlich brauche ich immer am Anfang, das an allen neuen Jobs, das gilt für mich, das gilt für die Kollegen an der Regierung, besonders die neu an der Regierung sind, brauche ich ein bisschen eine Urlaubszeit, bis sie sein Minister organisiert wird, wie sie weiß, was alles zu seinem Aufgabenbereich gehört. Das ist alles lo, plus ou moins am Jum an all den Ministerien, die Kippen haben sich fand. Und lo geht es darum, die Regierungsprogramm, die Koalitionsprogramm, die wir gemeinsam aufgemacht haben, für den auch umzusetzen. Für die Regierung ist es ganz wichtig, dass wir Sozialkohäsion am Land stärken, dass wir in Lützeburg schon, wo es den Leuten an einem ökonomisch schwierigen Umfeld so weit wie möglich gut geht. Und dafür haben wir direkt doch an der Regierung, trotz dem Fett, dass wir richtig so gefangen haben, Decisionen geholt, die in all zusammen muss gesehen an die Mittelschicht, ich ging so in der Grof in der Lützeburger geheiert dort so stark unterstützen, an die wie so zusammen muss gesehen. Das ist einerseits die Solidsteuerreduktion, die wir auf den 1. Januar von diesem Jahr gemacht haben, an dem die Kaufkraft von den Leuten gestärkt haben. Ihr wisst, dass wir auf den 1. Januar die Steuertabelle 4 Indextranchen angepasst haben. Damit haben wir rund 500 Millionen Kaufkraft zurück an die Bevölkerung gehen, die natürlich auch den Leuten zugutkommen, die natürlich auch den Geschäften zugutkommen, wo eine Reihe von denen so ausgegeben. Das heißt, dass an einer wirtschaftlich schwierigen Zeit man sowohl Sozialpolitik wie Wirtschaftspolitik mit denen verbunden haben. Und dafür ist das eine Maßnahme, die natürlich über die nächsten Monate wird hier Frieden nach mehr drohen. Ich erinnere daran zum Beispiel, dass ein Koppel an der Steuerklasse 2, die 125.000 € verdient, dass die 2.000 € rund Männer Steuern pro Jahr ab diesem Jahr bezahlt. Das sind ganz viele Suchen, an der hilft den Leuten besser über die Runden zu kommen. Wir brauchen Leute natürlich die Suchen, das hängt viel damit zusammen, dass Wohnen zu Lützeburg teuer ist. Das wissen wir, und dafür ist die Regierung ja auch angetreten, für eine ganz Panoplie von Maßnahmen zu holen, für das wir das Wohnen mehr erschwinglich machen, dass mehr Leute können eine Wohnung kaufen oder lohnen. Wir haben über die letzten Monate festgestellt, ehe die Regierung an das Amt gekommen ist, dass wir quasi einen Stopp hatten an der Vente von Wohnungen, sowohl bestehende Wohnungen wie neue Wohnungen. Dafür gehören eine ganze Reihe, dafür gibt eine ganze Reihe von Ursachen. Und die neue Regierung hat dafür gesagt, wir müssen prioritär gucken, dass wir diese Sachen erholen, die uns helfen, auch kurzfristig einen Schwung an den Wohnungsbau zu kriegen. Und dafür haben wir an den letzten Wochen Kollegen eine Reihe Ministerkollegen an der Regierung, an mir heute am Regierungsrat, eine Reihe Maßnahmen dezidiert, die eigentlich 3 Ziele haben. Ein erstes Ziel von diesen Maßnahmen ist, dass wir mehr bauen. Dass wir Schwung, eine Relance an den Wohnungsmarkt kriegen, weil für den Moment, und ihr habt das gesehen, am Bausektor lebt nicht viel. Dass wir also Schwung an den Marché kriegen, und dafür ist, wenn ich so mehr bauen, heißt das auch Arbeit drum schaffen, dass die Leute, die an dem Bau schaffen, am Handwerk schaffen, Arbeit tun. Und zweitens natürlich trägt er doch bei zur Armutsbekämpfung am breiten Sinn vom Wort, weil die Leute, die dort schaffen, haben dann einen Schaff, verdienen etwas, an die Leute, die eine Wohnung sichern, fanden eine Wohnung. Also erster Punkt, erste Zielsetzung von den Maßnahmen, die man heute angeholt hat, mehr bauen. Zweite Zielsetzung, mehr Logementen haben. Wir wissen, dass wenn ein Mangel an Wohnungen hat,
da geht der Preis rob, weil der Mond do ass. Et sind sicherlich Wohnungen, die letzte Jahre gebaut gehen. Wir brauchen da viel mehr, wir brauchen viel für alle Wochen mehr abordable Wohnungsraum. Und dafür muss man alles machen, dass mehr Wohnungen gebaut gehen, die dann zur Verfügung stehen für die Lokation von den Leuten, die eine Wohnung brauchen, zum Teil auch für die Akquisition. Und die dritte Zielsetzung von den Maßnahmen, die man heute geholt hat, für den Leuten zu helfen, mit mehr Unterstützung für können zu kaufen oder zu lohnen eng Wohnung für sich, da den das also für die den Bau zu encouragieren und dann das für die Leute, die eng Wohnung brauchen, auch zu encouragieren. Das ist also ein équilibrierter Pack, den sowohl für die Leute wie für die Handwerk, für die Leute an den Bauers und das ist die Zielsetzung von diesen Maßnahmen. Der Grundtenor ist, wir hätten gerne mehr Schwung an den Wohnungsbau. Der Schwung ist notwendig so nachher, weil die letzten Monate ein totaler Stillstand war. Und die hat gesehen, dass am Bau und am Handwerk eine Reihe Betriebe Schwierigkeiten haben. Das ist nicht gut, weil das ja böse war, Wohnungen da. Und dafür will die Regierung da eine neue Politik machen, wo wir hoffen, dass die an den nächsten Monaten zu neuer Aktivität auf dem Marché feiert. Was Methode belangt, will ich nach ein so, ich habe das gestern zum Teil an der Chambre gesagt, ich will Teil nach ein mehr mit System so, wir haben einen Koalitionsakkord gemacht, an dem wir eine ganze Reihe Maßnahmen vorgesehen haben. Die Maßnahmen, die wir heute vorstellen, sind die kurzfristigen Maßnahmen. Da gibt es natürlich eine Reihe Maßnahmen, die sind mit struktureller, mittel- und langfristiger Natur. Da geht es zum Beispiel um Prozeduren, Simplifikation administrativ, die brauchen natürlich ein bisschen mehr lange Zeit. Aber was wir noch gemacht haben, ist, die zuständigen Ministerin, 2 von den Ministerkollegen sind heute bei mir, die haben in den letzten Wochen Gespräche geführt mit verschiedenen Teilen von der Ökonomie, vom Sektor, vom Handwerk, für zu gucken, wie sind die Maßnahmen, wie funktionieren die Maßnahmen, die wir als vorgeholt haben, auf ihre spezifischen Sektoren. Die Gespräche, die erste Phase von den Gesprächen, also fertig, an den Ministerien ist ganz viel geschafft gehen, aber dafür kann die Regierung heute kurzfristig Maßnahmen unholen. Die zweite Etappe sind also dummerter gemacht. Die dritte Etappe ist die nationale Logementsreunion, die wir angekündigt hatten, die will wir den 22. Februar zu Sendung machen. Das ist eine Reunion, die nicht zu vergleichen ist mit Tripartiten oder ähnlichen Reunionen, wo viele Leute bei kommen. Da geht den da direkt alles dezidiert. Nein, die hat zum Zweck, für mehr Akteure rund um den Tisch zu haben, für zu gucken, wie wir das können Terrain umsetzen. Dafür die Akteure, die den da rund um den Tisch kommen, aus der Staat, sind Gemengen, die ganz wichtigen Akteure sind besonders auch beim Logement abordabel, die aber auch andere Infrastrukturen müssen haben, für die Welt funktioniert. Und das nämlich Bauhandwerk, das sind also all die Leute, die wir brauchen, auch an der Lützburger Ökonomie, dass die auch können, die Gebäude, die Häuser, die Wohnungen bauen. Und das sind also die Hauptakteure, die wir hier zusammensetzen, für dann mit denen einen Kalender zu diskutieren und eine Reihe Maßnahmen, kurzfristige Kalender, einen klaren Kalender, wie wir die Umsetzung von diesen Maßnahmen machen, dass wir an einem raisonnablen Delay da mehr Wohnungen können auf den Markt bringen. Weil wir wissen auch von dem darum, wo die ersten Schub bei einer Wohnung gemerkt wird, bis dann die Wohnung steht, das dauert forcément. Aber wir wollen dadurch zeitlich mehr eng umreißen. Dazu gehört dann auch, dass bei der Reunion, wir werden auch über eine Reihe Prozeduren schwätzen, auch da das etwas, was die muss selbstverständlich mit den Gemengen, mit dem Handwerk beschwätzen, weil sie sind natürlich da an der Schäne von den Decisionen ganz wichtig Akteure. Du da, wie gesagt, da wird man da vielleicht den einen oder anderen weiter den Arbeitsgruppen da müssen ersetzen, den dann noch weiter verschiedene Sachen prüft, sodass man dann nur der Reunion ein paar Wochen danach, 1-2 Monate danach, werden können mit weiteren Maßnahmen
unöffentlich retrierten zum Deel auch unschaubar, weil zum Deel verlangt hat Gesetzesänderungen, wenn also chlore Kalender bis der Summer als an der Materie 4 gehen. Die Maßnahmen, die man haut, wie gesagt, ugeholen, mehr bauen, mehr Logementer, mehr Hilfe für die Leute, für kurzfristig eine Relance zu machen, also 2 Wollen, der den sind fiskalische Wollen, die wir als den Finanzminister Gilles Roth haben dem Point de Presse für das zu präsentieren, an den Claude Maille als Minister vom Logement, vom Aménagement du Territoire, aber als Minister vom Logement, die 2 hängen natürlich oft zusammen, für die Hilfen, die Leute kriegen, mehr im Detail zu exposieren. Selbstverständlich gehören noch andere Ministerien an diesem Prozessus dazu, mit die hun de Moien lo an diesem Conseil nicht hier Maßnahmen direkt muss eine Rolle gespielt, da das den Interieur, den eine ganz wichtige Rolle spielt, das Environnement, den eine wichtige Rolle spielt, an die alle Guten beteiligen sich natürlich auch an der nationalen Logementsreunion Ende Februar, die wir dafür holen. Lomal dat als für den allgemeinen Kader, und ich ging dann proposieren, vielleicht für die Stadt den Gilles Roth als die steuerlich kurzfristig Maßnahmen gegen feststellen. Ja. Gute Mittag, alle Guten. Den Premierminister hat eigentlich den Kader 4 gezeschen, den Bausektor, die steht effektiv an einer Krise. Wir sehen das bei dem Verkauf von den Immobilien. Die Ersthaltung 2023 sind nicht mehr wie 50% Männer Immobilientransaktionen gemerkt am Vergleich zu dem 4 Jahren. Wir sehen das aber auch für allem Niveau von der sogenannten Droit d'Enregistrement, weil da sehen wir Ende 2023 ein Minus von sogar 252 Millionen Euro oder 52% Männereinnahmen, wie das am 4. Jahr 2022 wäre. Die Ressourcen auf dem Punkt goufen also carrément halbiert. Ihr wisst, dass das für allem Impact hat auf 12 von den Failliten, besonders von den kleinen Akteuren an dem Bausektor. Das hat einen direkten Impact auch Niveau von dem Chômage. Und das heißt auch für die Regierung, und für das Land, dass Lo muss agiert gehen, für die Sozialkrise an dem Bausektor entgegenzuwirken. Das heißt auch, dass Lo muss eine neue Dynamik an dem Bau geschehen. Die steuerlichen Maßnahmen, die ich kurz vorstellen, das ist nämlich ein Teil von einem ganzen Puzzle. Es ist ein Park, die ging so breit gefächert ist. Es ist ein Park für die Bürger beim Kauf von einem Eigenheim zu unterstützen. Es ist ein Park für den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Es ist ein Park für den Invest an der Lokation, mehr interessant zu machen. Und es ist auch ein Park für den Markt insgesamt, und damit auch die Aktivität rund um die bestehenden Wohnungen anzutreiben. Eine Reihe von diesen Maßnahmen, die sind limitiert auf das Jahr 2024, also dieses Jahr. Mir wichtig, die Maßnahmen spielen rückwirkend, ich betone es noch einmal, rückwirkend auf den 1. Januar 2024. Andere Maßnahmen, wo noch kommen, die sind strukturell ausgelöst und die spielen über das Jahr 2024 raus. Zu den Maßnahmen, die für 2024 nur kurzfristig spielen. Erstens, der billigen Akt auf dem Eigenheim. Hier geht der Steuerkredit von 30.000 Euro auf 40.000 Euro pro Person an einem Haushalt an die Luft gesetzt. Bei einer Koppel sind das also 80.000 Euro. Und als ob all Notariatsakt unzurechnen, den 2024 unterschrieben wird. Der billigen Akt bezieht sich auch exklusiv auf den Kauf von einem Eigenheim. Gesellschaften, die sind von diesem Abattement ausgeholt. Bürger, die diesen Steuerkredit an der Vergangenheit schon genutzt haben oder teilweise genutzt haben, die kriegen 2024 10.000 Euro pro Person als Steuerkredit bei. Vertiefstadt vereinfacht gesagt, mit bis zu einem Kaufpreis von 571.000 Euro bezielt eine Einzelperson kein Enregistrement. Bei einer Koppel zielt das bis ein Kaufpreis von umgerechnet 1.142.000 Euro. Zweitens,
Und das ist eng Neumaßnahme, nämlich den bëllechen Akt für Lokationswohnungen, der tummer genannt de Kredit d'impôt Location. Das, wie gesagt, eng Maßnahme, die ist ganz neu. Den bëllechen Akt spielt das Jahr 2024 auch für Neuwohnungen, die verloren gehen. Er appliziert sich exklusiv und sogenannten VFA, der heißt Vente en futur d'état d'achèvement, Kontrakter. Der Montant belieft sich high op 20.000 € pro Person. Gesellschaften können nicht an den Genuss von dieser Maßnahme kommen. An diesen billigen Akt für Leute, die an die Lokation, also investieren, dat neu als den also auch zweckgebunden, weil es spielt, nimmen dann, wenn die Wohnung Minimum 2 Jahre dem Lokationsmarché auch effektiv so gefordert wird. In dritte Maßnahme, das ist die sogenannten Quart du Taux global bei der Plus-Value-Besteuerung. Das ist eine Maßnahme, die 2024 angefordert wird, also für alle Akte, die zwischen dem 1. Januar bis zu dem 31. Dezember des Jahres gemerkt wird. Vereinfacht ausgedrückt, was heißt der Quart du Taux global? Das heißt eine Besteuerung von der Plus-Value, also dem sogenannten Mehrwert, wenn ich eine Immobilie, sei das ein Terrain, ein Haus oder ein Appartement verkaufen, da bezahle ich auf den Mehrwert nicht mit 20% Steuern, mehr umgerechnet rund, für zu vereinfachen, nämlich 10% Steuern. Ab dem 1. Januar vom nächsten Jahr, also 2025, spielt dann den normalen System, wie wir bislang kannten, also 20% Besteuerung von dem Mehrwert. Eine feiert weiter Maßnahme, das ist den Amortissement accéléré, sogenannten Amortissement accéléré, der geht für 2024 auf 6% herab. An diesen Amortissement, die kann ihn auch dann während 6 Jahren weiter geltend machen. Das Maßnahme, die spielt auch, wie gesagt, just für 2024 für all Akt, den du gemerkt hast, sie ist auch auf Neubauten limitiert, an den maximalen Montant, den in iwwer DW steuerlich geltend machen, den also plafoniert auf 250.000 €. Eng letzten Maßnahme, die für 2024 spielt, dass es keine Plus-Value-Besteuerung gibt, wenn ich Kauf machen von einem Logement, den der sogenannte Gestion locative sociale zur Verfügung gestellt wird. Das Maßnahme ist aber limitiert auf das Lützeburger Territoire. Wir hoffen auch damit, dass der sogenannte GLS, also der Gestion locative sociale, weiter Wohnungen zur Verfügung gestellt gehen. An den letzten Maßnahme 2024, dass ich auch eine Befreiung habe von der Plus-Value, wenn ich einen Transfer mache, an dem ich ein Gebäude kaufe, eine Wohnung kaufe, die energetisch der Klasse 1A+ ugehört. Das heißt, dass den höchsten energetischen Stand, den wir haben am Wohnungsbau, und das ist also auch eine Maßnahme für Bürger zu unterstützen, die bereit sind, etwas für die Umwelt auszugehen. Das ist also klar ein Invest an die Umwelt. Die zweite große Wolle sind dann mit strukturellen Maßnahmen, die über 2024 weiter spielen. Das interessiert ganz viele Leute, die mit hohen Zinsen, der Premierminister hat das just angedeutet, zu kämpfen. Was ist das konkret? Mit den aktuellen Plafonungen gehen für alle Personen am Haushalt 1/3 erhöht. Das heißt, die Aufsetzbarkeit von den Schuldzinsen Eigenheim, die gehen nach ein Kehr 33% an die Luft gefordert. Was ist das konkret? Wir während den ersten 5 Jahren, wo ich mein Eigenheim bewohne, während den ersten 5 Jahren, wo ich mein Eigenheim bewohne, geht die Plafond von 3.000 auf 4.000 € pro Person am Haushalt herab. Zwischen dem 6. und 10. Jahr, wo ich mein Eigenheim bewohne, geht die Plafond von aktuell 2.250 auf 3.000 € pro Person am Haushalt herab. Aber wenn ich mehr wie 10 Jahre schon an meinem Eigenheim wohne, da geht die Plafond für den aufsetzbaren Schuldzinsen von 1.500 auf 2.000 € pro Person an einem Haushalt herab. Was ist das konkret? Mir eine feierköpfige Familie, die kann an Zukunft pro Jahr an Platz 12.000 € 16.000 € steuerlich geltend machen. Das ist für die Familie ein netto
plus von rund 1800 € pro Jahr. Da könnt eng weiter Maßnahmen, die auch wie gesagt 2024 mehr darüber rausspielt, da das eng zusätzlich steuerliche Begünstigung für die Verlohne von einer Wohnung, die ich der Gestion lokativ sozial zuführen. Den aktuellen Taux von 75% deget do op 90% an die Luft gesagt. Das heißt konkret, dass wenn ich so eine Wohnung der Gestion lokativ sozial verlohnen, dann ist 90% von dem Loyer, den ich kriege, als steuerlich befreit. Auch hier erhoffen wir uns einen weiteren Boost an der Lokation sozial. Da gibt eng weiter Maßnahmen, die wichtig ist, notamment am Erschließen für neue Wohngebiete. Nämlich das als eng Steuerbefreiung von der Plus-Value beim Verkauf von einem Terrain oder von einer Immobilie und de Fonds de Logement. Am Moment zählt es Steuerbefreiung just, wenn ich ein Terrain oder eine Immobilie dem Staat oder den Gemengen oder einem Gemengesyndikat verkaufen. Wie gesagt, hier zählt das auch, wenn ich dem Fonds de Logement, wenn den zum Beispiel ein neues Wohngebiet erschließt, bezahle ich auch da keine Steuer auf der Plus-Value. Und dann eine letzte Maßnahme, die besonders den Jungen zugute kommt. Wer geht es da? Das ist ein sogenannten Wohnprim für junge Berufsaufhänger. Starter-Kit oder wie auch immer wird nennen, für Jungkleid. Konkret steht, dass Jungkleid bis zum 30. Lebensjahr können bei einem maximalen Gehalt, den sie pro Monat tun, von 2,5 Mal den qualifizierten Mindestlohn, der das umgerechnet haut rund 7.750 € dem Monat, von ihrem Patron können eine Loyersubvention kriegen von maximal 1.000 €. Die Loyersubvention, die ist dann auch nach ein Kehr zu 25% steuerlich befreit. Das sind auch noch für die Leute eine reine Nettozuweisung von 100 € dem Monat. Die sieht zum Abschluss, die Regierung proposiert also, wie der Premier für Druck gesagt hat, einen équilibrierten Maßnahmenpack. Das sind Maßnahmen für den abordablen als sozialen Wohnungsbau zu unterstützen. Es sind Maßnahmen für den privaten Investor zu bewegen, mitzuhelfen, durch die Wohnungsbaukrise im Moment zu kommen, weil der Staat und auch die verbreitete öffentliche Hand, die kann nicht alles machen. Es sind Maßnahmen, die auch die Leute, die schon in Eigenheim haben, mit hohen Zinsen zu kämpfen haben, für denen auch in der Term zu greifen. Und das zum Schluss, last but not least, aber auch ein Maßnahmenkatalog für Entreprisen, die wollen ihre Responsabilität überholen, und für allem helfen jungen Mitarbeitern. Das zählt auch für die Kompetitivität von unseren Entreprisen im Generellen, für denen können ein Wohnprim zukommen zu lassen. Voilà. Wenn wir uns merci dem Finanzminister sieht, dass also schon substanziell sind noch ganz viele unterschiedliche Maßnahmen. Ich unterstreiche noch einmal die ersten Maßnahmen, die Herr Roth genannt hat, die an der Zeit begrenzt sind, durch auch das Wort neue Schwung, weil das Maßnahmen, die sind immer bewusst zeitlich begrenzt, für das Leute los so okay, lohnt von den Avantage, da verkaufen ich vielleicht etwas, da kaufen ich etwas, sodass man da hoffen, dass mehr Aktivität könnt. Und ich so noch denke, die Leute, das heißt, die Maßnahmen für das Logement, es sind natürlich auch Maßnahmen für den Bau. Ich kann das nicht genug unterstreichen, weil wir wollen nicht, dass müssen am Handwerk und am Bau Leute entlassen. Wir haben dafür letzte Woche den limitierten Chômage partiell am Bausektor décidéiert, doch für das Arbeiter, die hier am Sektor schaffen, hier Platz haben, weil wir brauchen sie, wann die Aktivitäten unziehen. Aber wir mengen, dass die steuerlichen Maßnahmen neu helfen, dass im Schwung an den Markt schicken, dass also Logement und Bauen verbunden. Aber wie das viele Leute nicht die genug Unterstützung an diesen schwierigen Zeiten, und notamment bei neuen hohen Zinsen haben, dürfen wir an dem équilibrierten Pakt natürlich auch wichtig Maßnahmen, die an die Kompetenz vom Logementsminister fallen, und dafür Claude Meich die heute wird. Vielmals merci, Herr Premierminister, Finanzminister. Das ist schon vieles gesagt, die vieles ungekündigt gehen, wir können aber auch noch ein bisschen etwas, weil die letzten 3 Wochen haben wir als intensiv dahin gesagt, auch ganz viele Chancen, wie wir schon in der Strache gehen lassen mit ganz vielen an unterschiedlichen Akteuren,
Gehäder. Dat heute wat man proposéiert hunn, denken ich as ein Mesurekatalog, der wirklich kann Schwung an den Wohnungsbau kreieren. Wir brauchen datgängen, wat der Finanzminister exposéiert huet, Vertrauen auch von Investisseuren, Vertrauen von Schiederrängen, den eigentlich noch ein bisschen Geld auf der Seite huet, für het grad auch dann an Wohnungen, an Appartementen, an Häuser zu Lützeburg zu investieren. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch Hilfe für Menschen, die auch von der Logementskrise, auch von der Baukrise befasst sind. Beides visieren wir Heimat. Auch als Logementsminister unterstreichen ich die Wichtigkeit von den Steuermesuren auf der Ränger Seite, weil wir brauchen auf Dauer mehr Wohnungen. Wir brauchen mehr Wohnungen, die gebaut gehen. Wir brauchen mehr Wohnungen für all die Menschen, die zu Lützeburg wollen, dann daheim fahren. An der Rückgang von den Transaktionen, von den Autorisationen, als was der Regierung Großkapzerbrisches gemacht hat, da wo man mengen wirklich eine ungemäße Reaktion können darüber fannen. Die Message von der Regierung ist wirklich genau den, dass der richtige Zeitpunkt ist, für an der Logement zu Lützeburg zu investieren. An dat wollen wir an dem Message wollen wir auch transposieren über also ganze Mesurekatalog am Logementsminister über das au Logement für Partikulien auch beim Kauf von enger Wohnung können besser zu unterstützen, für Menschen hier am Land, Familien hier am Land, Städte hier am Land, auch mit mehr bescheidene Revenu können hin in eine Hand zerrechen, wann es darum geht, eben durch ein Egenheim können unzulehnen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Mesuren, wo man doch deutlich Verbesserungen unstreben. Ich will da just ein paar aufzählen, Subvention d'intérêt zum Beispiel, da wo der Staat bei den Zinslasten kann helfen, dass man dat von 2,45% auf 3,5% herabgehen. Das ist also auch für die Kategorie von der Population ein wichtiger Schritt für Optimierungszinsen können zu reagieren. Wir haben Prime d'accession à la propriété, wo man auch dort die Eligibilität, wie kann davon profitieren, ein Stück weit mehr groß abmachen, für dass die mehr Familien auch an den Genuss von so einer Hilfe können kommen. Wir haben Garantie de l'État, und auch da geht es darum, für auf der einen Seite durch den Absetzen von den Eligibilitätskriterien von den Revenusäulen, also wo ich nach kann davon profitieren, der Kreis von denen, die auch das Instrument wirklich können nutzen, für Hanno Prä zu kriegen, für an den Wohnungsbau können zu investieren, dass man den mehr groß machen. Wir werden aber auch da mehr Zinsen können mit garantieren, aber wir wollen auch die Kriterien absetzen von 30 auf 40% von dem Gesamtprä, den in den Haie vom Staat kann garantiert kriegen. Wir wollen also, dass mehr Präen akkordiert gehen, wir wollen, dass mehr Akten unterschrieben gehen, weil wir wollen, dass darüber den Doten mehr gebaut wird. Ich will einen kleinen Klammer abmachen, weil die aktuelle Situation um Wohnungsmarkt für allem bedingt durch Zinsen, für allem bedingt durch Unsicherheiten, für allem, weil Leute auch vorsichtig gehen sind am Laufe der letzten Monate dazu gefordert wird, dass sogar bei den öffentlichen Promoteuren eine ganze Reihe von Wohnungen nicht mehr aufgesagt konnte gehen, wie zum Beispiel bei der Société Nationale pour l'Habitation à Bon Marché sind über 100 Wohnungen, die fertig auf den Acquéreur da werden. Und da wollen wir auch darauf reagieren, indem wir auch da, aber nicht temporär für das Jahr Kriterien d'Eligibilité dann auch ein Jahr ändern, für dass dann mehr Leute an den Genuss können kommen und dass wir da möglichst schnell auch Familien dann an die Häuser können kommen, die da bereit sind. Ein anderen Aspekt, und ich denke, dass viel darüber geschrieben gehen und gesagt gehen und zu Recht auch, dass das durch die Mangelbauaktivität, dass nicht mehr Wohnungen auf den Markt kommen, sie für zu kaufen, natürlich den Druck auf der anderen Seite auf die Lokation viel mehr groß gehen ist. Und dadurch hat Loyer auch noch einmal mehr hoch gesehen. Und ja, wir wissen nicht, es gibt Familien, für die dann irgendwo aber das Limit erreicht ist, wo Wohnen zu Lützeburg nicht mehr zu finanzieren ist, nicht mehr tragbar gehen ist. Und da hat die Regierung auch heute die Morgen dezidiert, darüber zu reagieren, mit einer Anpassung von der Subvention Loyer. Auch da wollen wir Kriterien von der Eligibilität, also den Seuil für Revenu, für davon können zu profitieren, setzen. An einem Moos zum Beispiel, dass wir 6% mehr Zelibatäre können, die davon profitieren, aber zwischen 8 und 25% mehr Familien mit Kindern, die davon können profitieren, also schon substanziell mehr Familien, die Access zu einer Subvention Loyer haben. Aber wir haben ganz besonders auch den Akzent auf Familien mit Kindern gesagt.
auch am Hinblick auf eine Diskussion, die man heute zu Lützeburg nicht solle scheien, die man muss feiern, rundherum kann Armut, haben wir den décidéiert für Subvention Loyer, den Montant, den zusätzlich kriegt, von der Kante mehr am Ménage als von 40 auf 80 Euro den Monat zu setzen. Das möchte für eine Familie von 2 Kindern dann am Platz von einer Hilfe Loyer von 360 Euro den Monat, aber eine Hilfe Loyer von 440 Euro den Monat aus. Und ich denke, dass das etwas auswärts, aber mehr Familien mit Kindern eine Hilfe, auch im privaten Lokationsmarché, eine Wohnung können zu finden. Ich unterstreiche auch noch einmal die Bedeutung von der Gestion lokativ sozial, die auch gerade bei den Steuermesuren besonders encouragiert gehen, für auf der einen Seite auch Proprietären zu encouragieren, hier Wohnungen der Gestion lokativ sozial können zur Verfügung zu stellen, dafür die nach just symbolisch Besteuerung von 10% dann Loyer, wo man 90% dann immunisieren für die Besteuerung, aber auch für Leute zu encouragieren, wann sie bien haben, wann sie die verkaufen, reinvestieren und dann den neuen Bien der Gestion lokativ sozial zur Verfügung stellen, dass dann auch die Plus-Valuen können steuerfrei sind. Das hilft sicherlich nach einem den Park Immobilier, der momentan über die Gestion lokativ sozial geriert wird. Und das sind heute schon gut über 1100 Wohnungen quer durch das Land, den auch an den nächsten Jahren nach einem zu verbreitern. Wir haben nach immer, und das ist eine Diskussion seit ganz langem, Edelstone-Wohnungen, und ich denke, dass wir Heimat nach wirklich ein Kirchidrein klar machen, dass es kein mehr, für allem kein Suen, Kasten mit echter Sue bringt, wann in die eilstehenden Wohnungen doch aber einer Lokation über den doten W zur Verfügung kann stellen. An Heimmensch können wir wirklich alle Guten zusammen helfen, jeder sei Beitrag leisten, für das wir so Mann wie möglich Wohnungen Eilstunden haben, an doch aber Familien da können wir da holen. Wir werden also weiter auch den Bausektor über diese Weg unterstützen, da das ein Ziel auch von diesen Mesuren. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch weiterhin investieren an den öffentlichen Wohnungsbau, an öffentliche Wohnungen. Das ist ein ganz klares Ziel an unserem Regierungsprogramm für mehr Logement abordable an öffentlicher Hand zu Lützeburg können zu haben, für da auch als öffentliche Hand zu einem großen, starken Akteur Wohnungsmarché zu gehen, für allem für die Familien mit mehr bescheidenem Abkommens, aber da adäquat auch können zu logieren und zu protegieren. Und dafür wird die Regierung de Moyen auch décidéiert, das Programm, den am Laufe vom letzten Jahr von der Vorgängerregierung angefangen gouf, für Immobilienprojekte und Futurität der Schäfer abzukaufen, für den substanziell, so wirklich substanziell auch weiter zu schreiben über die nächsten Jahren. Den Logementsminister, also die Regierung der Staat, hat bislo 110 Millionen investiert, die den Dote W konnte 170 Wohnungen kaufen, die lo gebaut werden gehen an den nächsten Jahren und dann an den Park Immobilier vom Staat für Logement abordable können überfordert gehen. Wir haut de Moyen décidéiert, dass mein zusätzliche Enveloppe für die nächsten Jahre an der Höhe von 480 Millionen Werten zur Verfügung stellen, für dann ein rund 800 Wohnungen, schätzungsweise 800 Wohnungen über den Doten Weg können bauen zu losen, zu kaufen, an den Park lokativ vom Staat können zu überholen. Das unterstreicht Heinrich wirklich den politischen Willen für den Park Immobilier lokativ vom abordable Wohnungsraum zu Lützeburg, da aber substanziell auszuweiten. 480 Millionen, die dabei kommen, bei den Erfahrungen, die für Drohnen am pluriannuell schon geplant waren, von über 900 Millionen, 923 Millionen über die nächsten 4 Jahre. Das weist, was doch aber die Priorität von der Regierung ist. Und weist, dass wir auch zusammen schaffen, auch mit Privatakteuren, gucken, dass man an einer PPP-Logik auch gucken, möglichst sehr führen zu kommen, weil das heute sind Immobilienprojekte, die privat entwickelt werden, die schon autorisiert sind, die im Marché sind, an die der Staat wird kaufen gehen. Da geben wir eng von den Antworten auf Baukrise momentan. Wir auf der anderen profitieren, auf der anderen Seite profitieren wir als Staat, aber auch wirklich davon, für auch da können also Park Immobilier zu verbreitern. Und wir machen das, wie gesagt, zusammen, Staat, Gemengen, der Privatsektor, der kommerzielle Privatsektor, der non-kommerziellen Privatsektor, und das eigentlich so, wie ich mir wünschen, dass man der Logementspolitik auch die nächsten Jahre können führen kommen. Kurzfristig machen wir also auch etwas,
fir dat de Mond rëm opkënnen, dann dat nennen wir de neue Schwung fir de Wohnungsmarché. Méi ma wëssen, dat mat traditionell eng Situationun hunn zu Lützeburg, wo man eigentlich viel méi Demand hunn, wie man offer hunn, an dëfir muss man die nächst Sugéen als Regierung, als Gesamtregierung natürlich auch ugoen. An do geht es dann, Prozeduren zu vereinfachen, für wirklich auch an Zukunft, an den nächsten Jahren eben mehr können zu bauen, mehr schnell können zu bauen, für insgesamt der heiger Demand, wo man fest davon überzeugt sind, dass das strukturell da ist und dass sie gleichzeitig auch im Wertweisenheit zu Lützeburg im Immobilienmarché für der können gerecht zu gehen. Und das ist dann der von der nächste Woche dann sicherlich Sujet auch auf der nationalen Logementslinie. Merci vielmals auch dem Logementsminister, die gesieht, die sind iwwer Schott gehen mit einer ganze Reihe von Informationen. Mir dat beweist doch die enorm viel Arbeit, die an den einzelnen Ministerien die letzten Wochen gemerkt gin ass an gerne beantwortet lo dazu froh so noch nach enkier hunn schon an enger von den letzten Pressekonferenzen gesagt, mir finanziere Lever Arbeit an Aktivität wie Chômage an Hai wie gesot ass dat e wichtig Signal, dats net nëmme wieder et se konkrete Aktionen sowohl bei den Hëllefen wie bei de steileche Maßnahmen fir dat wirklichchte Leiit an dem Handwerk, de Leiit an dem Bau kurzfristig geholf gët, dann schmengen dat die Aktionen Hai wann Idee danach kombinéiert mat dem wat nach diesem Joer no kënnt, da mis man e gut Steck Viro kommen op dem schwierige Sujet vom Logement. Lo beantwort ma gern erfroen, déi dat dort so gut. Ob der Euro-Mesuren denkt fir zum Beispiel Terren die an Wirtschaft leiien an wo drop spekuléiert gëtt oder respektiv die Zreckgehale gin fir déi freizusetzen. Sind do Mesuren ugedurcht? Ja, die Maßnahmen die stehen am Koalitionsakkord, dat man selbstverständlich und den Text wird geschafft, mit der heißen die kurzfristig Maßnahmen, die man geholfen, die Spekulationssteuer bleibt also am Koalitionsprogramm 4 gesehen. Gerade so wie beim auch staatlich Terrain werden gucken, wo man können do bauen mit dat alles, dat machen wir an der nächsten Etappe. Haut wollten wir also mal, ob die kurzfristig Maßnahmen für Schwung an der Aktivität, Bewegung an der Marche zu kreieren, wollten wir an einem ersten Pack die Haut präsentieren. Mit die durchstehen, alle Maßnahmen vom Koalitionsakkord werden an den nächsten Monat umgesetzt gehen. An dem dort Bereich wie auch an anderen Weg, spezifisch auch an dem dort Kontext. Ja. Ich wollte froh, wie viel besonders die steuerliche Maßnahmen, wen Impact die werden auf das Budget haben. Das ist ein gut und das ist ein pertinent froh, den aber nicht kann einfach mit einer Zahl beantworten. Ich gebe euch auch die Explikation. Grosso modo kann ihn standhalten, dass ob ein Schiffer, den sich an die 130, 135 Millionen Euro bewegt. Das hängt aber davon ab, wie viel Aktivität dadurch wird zusätzlich gemerkt. Ich werde rund sensible Schiffer genannt. Guck mal, D'Enregistrements-Einnahmen sind 2023 manner wie talschend gewesen wie an dem 4 Jahr. Wenn ich also mehr Aktivität schärfen, da könnt das vielen Akteuren, auf vor allem die Leute, die am Bausektor schaffen, das ist also ein Sozialmaßnahme zu gut. Mir fehlt für Stadt einzelmal abzulöschen, den bëllechen Akt, wann dodurch 1000 Wohnungen an enger Koppel gife gebaut gin, dat werden en budgetären Impact hunn vu rund 20 Millionen Euro. Wann der Manner gebaut gin ass den Impact budgetär natürlich Manner, wann der mé gebaut gin, dann ass mé groß. Den wat wie sinn dat net kann man engem Schiffer komtel soen. Wenn den ewer mir genau kann erschätzen, dat ass de Schiffer den dodurch bedingt ass, dass ich de Plafond vun den aufsetzbaren Zinsen op Egenhemer, dass ich dem ein Drittel an Blut sitzen, da tut natürlich in relativ großen budgetären Impact, hilft aber de Leiit méi Kaufkraft zu gehen, dat sie 45 Millionen Euro, 20 Millionen goufen auch geschert, 4 Investissementer an dem mat dem bëllechen Akt Niveau vun dem Lokativ. Den Amortissement accéléré hängt auch davon auf, wie viel Wohnungen dodurch méi geschärfe gin. Bei 1000 Wohnungen wird dat den Impact vu rund 8 Millionen Euro. Und dann ass nach enke die Wohnprim,
dat Jo wichtig Element als besonders fir Jungkleit zu unterstützen, dat wir Monter vu rund 30 Millionen Euro de Starterkit, wann den Employeur senge jonke Salarien ënner 30 Joer eng Subvention Loyer gëtt. Hengt natürlich auch davon auf, wie weit das die Subvention Loyer geht, a wieviel Patron wëllen op die dote Maßnahmen zurückgreifen. Dafür kann ihn dat net aufschließend so mat eng fixe Schiffer wie wann eng Reng Investimentsdepense, wie kann ihn dat net erschätzen. Ich will dat klar so erstreichen, dat die Regierung sich erwehrt, a wo auch dann den Impact budgetär positiv zu gesehen wird, dass das mehr Wohnungen geschaffen gehen, sowohl für das Logement wie auch für die Aktivität am Bausektor, dafür alles unter dem Siegel mehr Schwung für den Wohnungsbau. Ja. Ich hätte eng froh bauen bauen hecht das egent trotzdem muss Terra herkommen respektiv wo bauen, wéi bauen, huet den Impact op de Verkeier, dat bleibt nie Impact, dat huet den Impact op wie Dir versteht sich entwickeln. Wie weit du Dir als Landesplanungsminister do eng Vision wéi dat soll wussen kann jo net einfach an Plodet an Gring bauen, musst du egentéi doren Plan gin, wie dat ganz organisiert gëtt. Die schwätzt dem Landesplanungsminister do aus dem Herz an da das Kehrsteg an Kehraufgabe vom Landesplanungsminister fir net nëmmen zu gucken, wo man wohnen an Zukunft, mir auch zu gucken, wie man der Mobilität vernetzen, wo man schaffe, wo man als Freizeit verbringen, wo man Natur können erhalen. Alles dat als extrem wichtig, auch froh vielleicht, wie man bauen, wie man wohnen, wie können man Densität Steckweit op net überall mir op einzelne Plätzen dann Europa setzen. Do gëtt natürlich den Plandirekteur von der Landesplanung am große ganze bekannt Regierung, die neue Regierung sich zu dem Dokument. Et gëtt auch Plan sektorell Logement in anderem, wo nur den dote Kriterien geguckt gehen, also wo gëtt nach Terrain, die genau den doten usprich, dat ze gut ugebunden sind, dat man eng Mixität könne kreen, dat het eng Lebensqualität kann gehen, an dat sie auch erschließbar sind, dat denen ersprechen. Die Regierung denkt drüber no, will es so für die Terrain, die am Plan sektorell Logement detekteiert gin vielleicht iwwer POS können ja Plan d'Occupation du Sol auch können ze fachplanen, man eich Kontakt darüber auch mam Civicol fir zu gucken, wie die Mengen se sto an dem Prozess gefen rëmfannen, fir mich schnell virun ze kommen. Am mir hunn eng echt Initiativ geholfen, iwwer die Gros Logementsprojekte die op nationalem Plan auch gesteiert solle, wie wo de Staat der Hand steht, auch wirklich op Ministerniveau als regelmäßig ze gesinn, fir dat man do steckweit virun kommen. An natürlich muss man dat nicht geleiert an der letzte Woche gucken, wat man die nächste Jahre bauen, mit die Terrain, die man lo detekteieren, dat sind die Wohnungen, die man an den 5 Jahren no schon muss bauen. Also geht net nemmen so do bauen wir Haut, mir gleichzeitig muss man gucken, wo bauen wir a 5 Jahren an Haut eben die Terrain detekteieren, an se eben noch urbanisieren, se zu erschließen. Am dufir och die Dato sind alle Syen och wie an ihrer Vorfe fir Drnnen, déi op enger nationaler Logementsreunion och diskutiert, gi well du hast de Staat net immer leng, mit die muss am immer haut annoncéiert die natürlichgen direkten Effekt, weil notamment die Projekten, die do geplant waren, mit die keen andere Kaf huet, war mir déi kafen, die können direkt realisiert gin. Fir Mensch muss immer im haien Schädente stehen, wat kurzfristig ass, steilech Maßnahmen, die Hëllefen, die Projekte, die de Staat will kafen, an all die dote Froen, dem auch an dem Koalitionsgespräch, an der Koalitionsverhandlungen noch intensiv schon diskutiert, und da wurden Herr Meichel gesucht, wie hier wie mir an der Regierung da wollen 4 goen. Das ist gerne froh, wenn eng froh mich als wäre ich dankbar, wann die ging Höhle, weil danach muss ich op Bresel leider vor mir Kollegien sie vielleicht noch ein paar Minuten haben. Ja. Effektiv, da ging ich mit der Frau aufhängen, das ist zu einem anderen Thema. Die hat gestern der Chamber gesagt, expliziert am Kader vom Hescheverbot, dass die Regierung sich dagegen respektieren, Decisionen vom Kassationsgericht oder vom Verfassungsgericht, Kinder, die, also das ist ein bisschen mehr explizieren. Da gibt es aber keine Kassation auf der Frau. Das genau das Staat nicht kann Kassation gehen. Das genau das, was ich gesagt habe. War gesagt, der Staat ging nicht
eng Diskussion ob eng institutionell Kris hätten töcht dem Exekutiv an der Justiz an hunsch gesot neen so eng Kris gëtt net, das selbstverständlich, dat de Staat an d'Exekutiv all Deciioune vun den nächste Gerichter respektéiert, mich gesot gëtt fir d moment keng Deciioun weder vun der Cour de Cassation nach vun der Cour konstitutionell iwwer do froh an dat war dat wat ich dort zo gesot hun, dat hecht dat eng ënnerschiedliche Interpretationun zu der aktueller Gesetzgebung dürfe auch ass, weil et keng Rechtsprech wo den hegste Gerichter zu Lützeburg an der do froh gëtt. An der Tisch, dass die Decision an zweiter Instanz nicht zu respektieren. Es gibt keine Decision von der Cour konstitutionell oder von der Cour de Cassation über präzise Thematik, die am Reglement von der Stadt Lützeburg fixiert ist. Kind das dann nicht jeder Rese und den für Gericht das vielleicht nicht an Appell geht, das ist ja mehr. Sind ja nicht immer nachverstanden, weil zu dieser Thematik keine Decision, dieser präziser froh, die an dem Reglement von der Stadt Lützeburg fixiert, das gibt es keine Decision für den nächsten Gericht von Lützeburg. Also ist noch in den andere Fragen, die gegen den Finanzminister betreffen, dass die Mesuren 3 auf 4, die für just für 2024 gelten, dann Position für Plus-Valuen zählt das für alle Investisseurs oder just für Privatinvestisseuren an auch den Taux d'amortissement accéléré, dass in Europa geht, aus der irgendwelche Konditionen gebunden, das gilt das einfach wie darin sage ich. Dat zielt den fir private Leiit sowohl de Ker du Taux global, well die nämlich auch an der Steuerlegislation bei private Leiit steht, datselwicht als auch fir den Amortissement accéléré vun 6%, die fir all die Akteuren spielt, die de moment och vun engem Amortissement accéléré an enger manner favorabler Form könne profitieren. Alors, j'ai posé ma question en français. Le problème lié au logement et aux nombreux résidents qui font face à beaucoup de difficultés fait que beaucoup de personnes choisissent de passer la frontière pour aller habiter de l'autre côté, que ce soit en Belgique ou en France. La question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que la question a été abordée avec les autorités voisines? Et est-ce que le phénomène est chiffré? Schon nun die Kassegun eng simultan Übersetzung dazu. Das ist ein Phänomen, das man solle weiter observieren. Das aber auch eine natürliche Bewegung vom Zusammenwachsen an der Großregion. Wir wissen, es gibt Residenten auf der belgischen Seite, auf der deutschen Seite, auf der französischen Seite, die hier schaffen kommen, auf der anderen Seite getroffen, die eine Zeit hier gewohnt haben und dann echt an die Großregion rausgeplündert sind und aber halt nach schaffen. Es gibt auch Männer, die hier wohnen und auf der anderen Seite schaffen. Alles das kennen wir an alles das hat eine gewisse Normalität. Da soll am europäischen Kontext, an der Entwicklung von der Großregion ja irgendwo eine gewisse Normalität haben. Nichtsdestotrotz kann es sicherlich nicht am Bereich vom Wohnungsbau Politik von der Lützeburger Regierung sind, für die Leute zu invitieren, das Land zu verlassen. Und dafür sehen wir auch die heute erfahren, dass man eben für eine Population, die wiest, und sie wiest nach immer über die letzten Jahre, und wir gehen davon heraus, auch in den nächsten Jahren wiest sie, eben mehr schnell können zu bauen, und da dann der ganze Bandbreite von Logementen, die in den Stock kann, vorstellen, und da eben auch für die ganze Bandbreite von der Population, die eben zu einem Land auch gehört, für das jeder daheim kann fahren, wann er das will. Ja, Götter, die sich eben noch für einen anderen Weg dezidiert tun, und die sicherlich auch hier gut Gründe gehabt, und ich meine nicht, dass die Leute das Leben muss erschweren, dafür wir auf der anderen Seite müssen wir halt zu Lützeburg als Hausaufgabe machen, am Wohnungsbau, bei den Autorisationen für mehr können zu bauen, und adäquat können zu bauen, für das der Toten eben nicht die einzige Notlösung für eine Familie ist.
Das umrich Vielmals Merci am Numm vun als 3 Lohner.